Was war früher besser? Wenn Sie mir jetzt direkt so fragen, da ich sagen, ja, Kindererziehung. Kindererziehung war früher besser, finde ich schon. Wir sind erzogen worden mit eiserner Hand, aber gerecht. Aber schau dir doch heute die Kinder an. Wie schaust du da die Dreckschratzen, die Verdammten? Nicht alle, muss man auch sagen. Es gibt auch wunderbare Kinder, die von verantwortungsbewussten Eltern zu großartigen Menschen erzogen werden. Gibt's jede Menge, sind ja die überwiegende Mehrzahl, muss man fairerweise sagen. Aber es gibt auch diese Kinder, die nicht erzogen werden, weil die Eltern keine Zeit haben zum Kindererziehen, weil sie müssen auf Fernsehen schauen, Bier saufen, Chips fressen und sich am Sack kratzen. Da habe ich natürlich keine Zeit, dass ich mich auch noch um die bläden Kinder kümmert. Ja, Alter, dein Fotzen, du Grippi, du Drecker da. Mama und Papa schauen gerade Super Nanny an. Boing. Es ist ein Irrsinn. Na? Es ist der absolute Irrsinn, was unbemerkt in unseren Wohnzimmern stattfindet. Es ist der Wahnsinn. Und ich frage mich, warum kriegen dann diese verdammten Arschgeigen Kinder? Warum kriegen sie Kinder? Weil sie zu blöd sind zum Verhüten. Zieht der Kondom drüber. Spinnst du gerade keine Luft? Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Und dann auch noch diese saublöden Namen, die diese Kinder heute haben. Gell? Diese sogenannten modernen Namen. Geh, hör mir doch auf. Wir haben noch schöne Namen gehabt. Wir haben Günther. Gut, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber Sie wissen, was ich meine. Na wirklich, heute diese Namen, lesen Sie die Geburtenregister von einer Tageszeitung durch, Sie kriegen eine Gürtelrose. Es ist der Wahnsinn. Wie heißen die Kinder heute? Die absurdesten Namen. Ich bin inzwischen, muss ich wirklich sagen, inzwischen bin ich froh, wenn ein Bub Kevin heißt. Kevin, das ist ein guter alter bayerischer Name. Ja, wirklich, so weit sind wir doch inzwischen. Wie heißen sonst die Kinder? Lesen Sie es durch. Chiara, Celine, Cheyenne, Marlon, Tyler, Marvin. Ja, spinnt der Peppi. Was hab ich gelesen vor ein paar Tagen? In Ingolstadt, meiner Heimatstadt, gibt es jetzt einen kleinen Burm, der heißt Finn. Finn. Ohne Huckleberry. Finn. Das ist der Wahnsinn. In der Nähe von Ingolstadt gibt es einen kleinen Marktflecken, der heißt Kösching. Da gibt es ja seit kurzer Zeit ein kleines Mädchen, das heißt Kimberly. In Kesching. Kimberly in Kesching. Ich sehe die Oma, wie es blickt, weil sie den Namen nicht schreien kann. Verstehst du? Kimberly. Aber mein Favorit momentan, das wechselt immer ein bisschen bei mir, aber mein momentaner Favorit ist ja Justin. Justin. Wir nennen unseren Sohn Justin. Ich finde, das passt sehr gut. Justin Bramftl. Ja. Mann. Na. Und in 16 Jahren hockt der Justin drum am Bulldog. So ein Riesendrum, feierrote Bauernfotzen auf, verstehst du? Und sein Blechsuffener Vater bläht ihm nach. Hey, Justin! Hast du heute auch schon gefordert? Nein, es ist ein Irrsinn. Es ist ein Irrsinn. Mann. Wir leben im Plemplem-Land. Aber sind nur wir Plemplem? Nein, Gott sei Dank nicht. Auch der Engländer verfügt über einen veritablen Vollvogel. Ich weiß, jetzt müssen wir eventuell ein bisschen helfen, weil ich kann mir keine Namen merken. Ich kann mir Situationen merken, ich kann mir Zahlen merken, wo ich Telefonnummern im Kopf habe. Wahnsinn. Aber ich kann mir keine Namen merken. Wie heißt dann dieser englische Fußballtrottel? Beckham, richtig, genau. Mir ist jetzt wie Beckmann durch den Kopf gegangen. Aber stimmt, Beckmann ist ja der deutsche Fußballtrottel. Beckham. David Beckham, der hat ja vor 1,5 Jahren mit seiner, was ist das? Ich glaube, so eine Art Frau oder so hat der, gell? Mit der hat er ja nochmal einen Sohn gekriegt, zuvor, glaube 1,5 Jahre, weiß jetzt nicht genau, wie lange sie her ist. Der hat den zauberhaften Namen Kruz. Das musst du dir mal vorstellen. Der Bub heißt Kruz.
K-C-R-U-Z. Kruz. Ich kann doch bitte ein Kind nicht Kruz nennen. Kruz, gehst du vom Sandkasten raus? Glaubst du, dass der Depp wie mit der Hundescheiße spielt? Kruz! Das raus vom Mund! Das ist keine Schokolade. Nein, ich kann ein Kind nicht Kruz nennen. Oder der hat noch einen älteren Sohn, der Beckham, der hat noch einen älteren Sohn, der heißt Brooklyn. Der heißt Brooklyn, weil er in Brooklyn gezeugt worden ist. Drum heißt der Bub Brooklyn. Der Sohn von der Verona Feldbusch heißt San Diego, weil er in San Diego gezeugt worden ist. Wenn das alle machen dann, wird dann 90% aller bayerischen Kinder heißen, hinterm Bierzeit. Das ist jetzt, ja. Das ist ein Wahnsinn. Und die restlichen 10% Disco-Scheißhaus. Ich kann doch ein Kind nicht Disco-Scheißhaus nennen. Das geht nicht. Wie klingt denn das? Disco-Scheißhaus? Kommst du bitte mal zur Tafel? Du hast so eine stinkfeine Waldorfschule und in der 3. Reihe hockt da drin der Disco-Scheißhaus. Also wirklich, du, da ist doch der Holzweg vorprogrammiert. Nein, also wirklich, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Du, ich sag's einem, manchmal, relativ selten, aber dann doch manchmal, bin ich froh, dass ich Günther heiße. Ich möchte nicht wissen, wie ich sonst heißen darf. Wirklich. Na.